Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so auf diese Folge. Das ist, glaube ich, so die erste Folge, wo ich mich so richtig krass darauf vorbereitet habe. Ich habe jetzt richtig lang brainstormt, wirklich fast eine Stunde. Ich habe gefühlt fast eine Stunde mit meiner Kollegin telefoniert, um einfach das Ganze nochmal so ein bisschen refreshen, wie das damals passiert ist und so. Also ich habe wirklich die exklusiven Tipps für euch ready. Und ich hätte mir damals, ich habe vor 2 Jahren meine Matur gemacht, im Sommer 2021, und ich hätte mir damals genau, glaube ich, auch so eine Podcast-Folge gewünscht, wie ich sie jetzt mache. Ich würde wirklich erzählen, wie es genau wird ablaufen, was dich wird erwarten, alle Tipps und auch was ich eigentlich mir im Nachhinein für Tipps geben, weil es hat auch ein paar Punkte, wo ich jetzt gerne zurückreisen und meinem alten Ich sagen, Bro, das hättest du vielleicht so besser machen können. Und die Möglichkeit habe ich nicht. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, um die euch weiterzugeben, dass ihr nicht so ein bisschen, die gleichen Fehler macht, sage ich mal, wie ich gemacht habe. Und ich bin richtig hyped im Fall auf die Folge. Ich weiss, ich habe richtig Freude, um das jetzt euch alles so ein bisschen mitteilen. Und ich glaube, die meisten sind wirklich jetzt auch so kurz vor der Maturprüfungen. Ich glaube sogar, ein paar haben schon geschrieben, schon fast nächste Woche. Darum, es könnte nicht besser passen eigentlich. Ich war mega lange zuerst am Überlegen, über was ich heute reden soll und so. Und dann ist mir eben in den Sinn gekommen, Bro, all in einer Woche ist Maturprüfung. Und es fragen mich auch immer wieder, hey, hast du Tipps, du hast ja auch deine Matur gemacht und so. Ja, darum, es passt, es könnte nicht besser passen. Und eben, wie gesagt, ich habe vor 2 Jahren meine Prüfungen schon gemacht. Darum habe ich da Erfahrung aus erster Hand und kann euch da wirklich sehr, sehr viel auf den Weg geben. Ich habe da schon eine ganze Liste gemacht auf meinem Handy und es ist sehr viel. Also, vielleicht könnt ihr sogar ein Blöckchen nehmen und so ein bisschen alle Tipps aufschreiben für die ihr wichtig findet und die ihr könnt brauchen. Und falls jetzt ihr gerade zuhört und jetzt nicht gerade in einer Woche Maturprüfung habt oder sonst irgendeine wichtige Abschlussprüfung, ihr könnt es auch auf jeden Fall hören, weil ich glaube, es wird euch auch mega viel bringen, wenn ihr sie zum Beispiel in einem Jahr habt oder sonst mal irgendwann. Also es sind wirklich auch Tipps. Gut, vielleicht kann man die Tipps auch wirklich brauchen, wenn man so, wenn man so immer mal wieder eine Prüfung hat, also eine normale Prüfung. Aber der Podcast ist jetzt wirklich spezifisch für Leute, die die Matur werden haben. Oder was gibt es noch für Abschluss? BMS oder irgendwie so etwas, was so ein bisschen ähnlich ist wie Matur. Aber es ist, ich habe halt Erfahrung jetzt mit der Matur, obviously. Ich habe sonst jetzt nicht eine andere Abschlussprüfung gemacht. Genau, darum ist jetzt die Podcast-Folge sehr spezifisch darauf gelegt. Oder eben einfach, BMS ist zwar schon recht ähnlich, würde ich sagen, glaube ich. Vielleicht FMS auch, ich weiß gar nicht. Aber ja, alles so ein bisschen, was in die Richtung geht. Voll! Ich bin gerade richtig hyped. Ich glaube, ich fange gerade mal zuerst an. Ich kann das jetzt alles so ein bisschen, ich kann es mal sagen, wenn ich das chronologisch, was der Ablauf wird sein, was ich alles erzählen. Zuerst mal so ein bisschen bezüglich Vornoten, dann die ganze Lernphase, wie ich mit dem Druck umgegangen bin, was ihr könnt machen. Alle Tipps bezüglich Lernen, wie ihr am besten könnt lernen. Ich sage auch sogar zu einzelnen Fächern, wie ihr was am besten könnt lernen. Und nachher halt auch eben während der Prüfung, an was ihr müsst denken, wie ihr könnt umgehen, Prüfungsangst, alles Mögliche werde ich auch ansprechen. Genau, das ist so ein bisschen der kurze Ablauf. Und darum würde ich sagen, wir fangen mal an, zuerst mal mit den Vornoten. Friends, also gut, die jetzt nächste Woche Prüfung haben, maybe too late, aber falls du nächstes Jahr deine Prüfung hast, bitte denk an mich. Bro, Vornoten sind das Wichtigste. Das ist eigentlich das Wichtigste. Also ich weiss zwar nicht, hat mit der BMS auch Vornoten? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß einfach wirklich nicht, wie es bei der BMS abläuft. Aber auf jeden Fall, wenn du im Gymi bist, dann ist es eigentlich meistens so, dass 50-50 ist. Also 50% zählen deine Vornoten und 50% zählen deine Maturprüfungen. Und das gibt dann den Schnitt. Und von deiner Matur schlussendlich. Und ich weiss nicht, Bro, Vornoten sind wirklich einfach das Wichtigste. Also wenn du nur schon theoretisch bei jedem Fach mindestens ein 4,5 hättest. Ich glaube, nur schon, wenn du überall ein 4 hättest, überall ein 4,5, ist keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr auswendig, aber wenn du es mal so ein bisschen ausrechnest, dann fühlst du dich einfach schon ein bisschen wohler. Dann kannst du bei einem 4,5 auch ein 3,5 haben in der Prüfung. Und ich glaube sogar ein... Ja, ich habe jetzt mathematisch das nicht ganz im Kopf, aber wenn ihr es jetzt so ausrechnet, dann fühlt ihr euch einfach schon ein bisschen viel wohler, weil ihr merkt so, hey, ich habe schon ein kleines Bödeli, ich kann mir jetzt auch ein bisschen leisten, blöd gesagt, an der Matur ein bisschen verkacken. Es wäre nicht so schlimm, ich würde immer noch durchkommen. Und ich glaube, wenn du so ein bisschen das Grundbödeli hast, dann fühlst du dich einfach automatisch mehr sicher. Und darum würde ich da mega viel Wert auf Vornoten legen. Und
Also ich muss wirklich sagen, ich bin kein Mensch gewesen, der super Vornoten hatte. Ich bin allgemein nie ein Muster-Gymi-Schüler gewesen. Ich bin immer so ein bisschen, über dem Wasser so ein bisschen am Schwimmen gewesen. Also mit 4 und 4,5. Ich bin immer so ganz knapp so immer durchgekommen. Ja, darum hatte ich nicht die besten Vornoten gehabt. Und ich habe halt wirklich auch viel mehr Wert darauf gelegt, so, okay, bei der Matur dann gebe ich dann Vollgas mit Lernen und dann kommt das schon gut. Aber es gibt dir nachher schlussendlich gleich einen mega, mega krassen Stress. Und es gibt einen Tipp, holy shit, das ist der beste Tipp, den ich euch auf den Weg geben kann mit Vornoten, der meinen Arsch gerettet hat. Also auf einem ganz anderen Level. Die Story erzähle ich heute noch allen. Wahrscheinlich haben sie ja schon mal gehört von mir. Aber, Bro, wenn du in irgendeinem Fach ungenügend ist, dann gebe ich dir jetzt den Appell, du rennst jetzt zu deinem Lehrer und fragst ihn, wie du deine Noten noch retten kannst. Glaub mir, das ist der Key. Ich kann eine Story erzählen, gerade bezüglich Französisch. Ich bin ja jetzt gerade im Sprachaufenthalt. Ah ja, ich bin jetzt übrigens, ich habe meine letzte Woche, in 2 Tagen gehe ich einfach «Hi, was?» Also nein, Gott, wenn ihr den Podcast wahrscheinlich hört, nur noch einen Tag am Freitag. Aber crazy. Egal, um das geht es nicht. Ich war mega schlecht mal im Französisch gewesen, und ich hatte eigentlich als meine Vornoten immer einen 3er gehabt. Und imagine, ich wäre mit einem 3er als Vornote reingegangen. Also dann hätte ich auch richtig gut im Französisch sein, in der mündlichen Prüfung, damit ich nachher keinen 3er nachher in der Matur habe. Und das ist impossible. Darum, ich bin nachher wirklich zu meinem Lehrer gegangen und habe ihn gefragt, «Yo, Bre, was kann ich machen, um wenigstens einen 3,5 im Zeugnis zu haben?» Und er war ein Lieber. Er hat dann einfach gesagt, ja, also Lehrer sind im Fall allgemein, die freuen sich immer, wenn man sich so ein bisschen arrangiert und wenn die Lehrer merken, hey, dir ist es wichtig, dass du gute Noten hast und so. Und darum, die sagen eigentlich immer, was du kannst machen. Die geben dir immer irgendeine Möglichkeit, um deine Noten aufzuholen, gerade so kurz vor der Matur. Darum frag unbedingt nach. Und er hat mir dann damals gesagt, hey, schreibst einen Text über das und das Thema und ich muss ihn korrigieren und gebe dir eine Note. Also das ist wirklich wie ein Joker, Bro, wo du einfach kannst machen. Also auch wenn du jetzt nicht so gut im Text wärst, so, ich glaube, wenn es jetzt eine ultra schlechte Note wäre, dann würde sie wahrscheinlich nicht zählen, I guess. So. Oder sie, ich sage jetzt einfach, weil es mein Franz Lehrer war. Ja, darum mach das unbedingt. Ich habe nachher, sorry, falls das gerade los ist, Franz Lehrer, ich habe damals meinen Text dann mit DeepL geschrieben, mit meinem Google-Übersetzer. Und obviously war der gut dann. Ich hatte, glaube ich, nachher einen 4,5 sogar gehabt. Und das hat wirklich nachher meine ganze Vornote aufgerundet auf einen 3,5. Und jetzt müsst ihr hören. Ich habe an meiner mündlichen Prüfung und an meiner schriftlichen Prüfung im Französisch, also an der Maturprüfung, okay, so hart verschissen, dass ich einen 3er hatte. Und jetzt müsst ihr kurz wissen, 50-50, das heisst, meine mündliche Note war ein 3er. Nein, sorry, meine Maturnote war ein 3er und meine Vornote war aber ein 3,5er. Heisst, 50-50 gibt einen 3,25. Aber das rundet es dann wieder auf einen 3,5er. Heisst, ich habe wegen dem scheiß DeepL-Text einen 3,5er nachher in meinem Zeugnis gehabt. Nur wegen dem Text. Darum ein riesen Appell an euch. Fragt einfach an eure Lehrer. Ich habe das eine Geschichte gemacht. Dort musste ich zum Beispiel einen Vortrag halten und der hat mir nachher einen 5,75 gegeben. Und ich bin sonst immer auch bei einer 3,5er Geschichte. Also es hat wirklich, ich glaube sogar schlussendlich noch auf einen 4,5er aufgezogen. Also das kann ich wirklich, das würde ich jetzt im Nachhinein machen. Wenn ich jetzt irgendwo einen 4,5er hätte in einem Fach, würde ich auch noch fragen, jo, was kann ich machen und so. Einfach, nur schon wenn die Lehrer merken, du arrangierst dich so, mach dich sympathisch. Und dann schauen sie logischerweise auch, dass sie dir jetzt nicht einen 3er geben, so, sondern einfach ein bisschen nett sind. Also das würde ich auf jeden Fall, kann ich euch empfehlen. Eben, genau. Und wir kommen jetzt schon zum Thema Lernphase. Und oh mein Gott, hätte ich das gewusst, bevor meine mündliche Lernphase war, Friends, ich wäre so viel besser geworden. Ich wäre so viel besser in der Schule. Das ist etwas, was ich so ein bisschen für mich herausgefunden habe. Ich will nicht sagen, dass es für alle die beste Möglichkeit ist, aber ich habe das vorher gewusst und seit ich das herausgefunden habe, habe ich gemerkt, ich kann so mit Abstand am besten lernen. Und zwar Bibliotheken. Also das war für mich ein crazy Gamechanger gewesen. Und zwar nicht die lernen, sondern wirklich irgendwie auf Zürich gehen, also in die Stadt gehen, irgendwo hergehen. Ist nur schon ein Ding von aufstehen, irgendwo hergehen. Du kannst von mir aus auch einfach in Starbucks lernen oder sonst irgendwo in einem Café. Aber mir hat es zum Beispiel mega viel gebracht, auf Zürich gehen und dort in so Bibliotheken hocken. Also es gibt zum Beispiel so Zentralbibliotheken, ich weiß gar nicht, wie sie in anderen Städten ist, aber ich bin mir sicher, in Bern, Basel, Luzern, überall, wo es so ein bisschen grössere Städte hat, gibt es immer eigentlich eine Zentralbibliothek. Und die sind crazy. Das ist so nice, wenn ich mir kurz vorstellen, für die es nicht kennen. Du kommst dort rein und es hat so mehrere Stücke.
Nein, es hat überall Bibliotheken. Winterthur, merke ich gerade, hat es auch. Und sonst könnte es auch irgendwie so an Universitäten oder so gehen. Also es hat wirklich überall irgendwelche Bibliotheken. Auf jeden Fall, hat so ein bisschen mehrere Stöcke und es hat überall Arbeitsplätze. Ich habe mir bei Bibliothek immer so ein bisschen vorgestellt, ja, einfach wie so eine Schulbibliothek, wie man es halt irgendwie von früher gekannt hat, dass es einfach überall Bücher hat und vielleicht hat es noch so ein Sofa oder so. Aber nein, also es ist eigentlich wirklich so wie eine Arbeitsmöglichkeit, dass es ganz viele Tische hat und mega viele Leute, die auch dort lernen, fürs Studium, auch arbeiten, eben auch für die Matur lernen oder keine Ahnung was. Also du bist eigentlich in einem Raum, wo es still ist und alle am Arbeiten sind. Und mir persönlich hat das halt mega viel gebracht, weil ich merke, wenn andere um mich herum auch produktiv sind, dann habe ich auch viel mehr Bock, zum selber produktiv zu sein. Plus, ich fühle mich fast schlecht, wenn ich nachher das Handy gehe oder irgendwie so. Und ja, das ist der grösste Punkt, dass ich einfach mal wie rausgehe, weg von die Heimgang und ja, irgendwie jetzt mich aktiv darauf vorbereite. Ich werde jetzt lernen und erst wenn ich wieder heimgehe, dann habe ich quasi auch wieder frei, also dann kann ich Freizeit mir nehmen und dann daheim muss ich nicht mehr lernen, sondern wirklich, wenn ich dort bin, dann lerne ich. Und mir hat es zum Beispiel auch mega viel gebracht, so ein bisschen einen Hustle-Buddy zu haben, also so einen Kollegen oder eine Kollegin, die mit dir lernt. Also vielleicht hast du irgendwie jemanden, der in deiner Klasse ist, der auch gut kann lernen in einer Bibliothek. Ich habe Peace out, Grüße gehen raus an meine Hustle-Kollegin. Ich bin sogar heute gehe ich noch mega oft mit ihr hustlen. Das haben wir so zusammen so ein bisschen entdeckt, dass wir gerne in die Bibliothek gehen und mega produktiv dort sind. Ja, also das hat mir mega, mega viel gebracht, weil nur schon mit jemandem dann abmachen können und zusammen lernen gehen. Also wirklich, es fühlt sich dann eben auch teilweise gar nicht an wie Lernen, sondern es ist wirklich so ein bisschen, du machst mit jemandem ab, bist zusammen produktiv, dann kannst du zusammen zu Mittag essen, am 4 Uhr machst du mal zusammen schnell eine Pause, gehst eine Runde laufen. Also das hat mir wirklich mega viel gebracht und eben, es ist wie, du bist nicht einfach die ganze Zeit daheim am Lernen, hast das Gefühl, du musst deine Social Bubble irgendwie vernachlässigen, sondern es ist so ein bisschen beides. Und du erlebst noch etwas, gehst auf Zürich. Wir haben uns zum Beispiel auch immer, wir haben glaube ich bis um 4 Uhr oder so gelernt damals und haben uns nachher immer einen Bubble Tea gegönnt. Und das war teilweise so eine Motivation, so hey, jetzt noch eine Stunde durchziehen, dann ist 4 und dann können wir nachher einen Bubble Tea uns holen. Ja, es bockt einfach viel mehr mit einem Kollegen oder irgendwie so wirklich lernen gehen. Und ich meine eben gar nicht so zusammen lernen, indem du zusammen besprichst, sondern wirklich zusammen eben in die Bibliothek hocken. Und ja, nur schon wenn du weißt, die Person geht jetzt auf Zürich, dann gehst du mit. Also wirklich, das war für mich ein Gamechanger gewesen. Und das hätte ich mega gerne, auch wenn ich im Gimmick war, schon gemacht. Ich glaube, dann wäre ich wirklich ein bisschen Mühenstreber geworden. Ja. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Motivationsschub ausnutzen, das ist ja so ein Punkt. Also Friends, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ab und zu, selten zwar, gibt es so ein, gerade so, ich habe das immer am Abend gehabt, so Motivationsschub, wo du auf einmal, das ist jetzt mega doof, aber wenn du so Bock hast zum Lernen. Und dann denke ich, in dem Moment habe ich mir immer so gedacht, ja Bro, chill mal, jetzt, weißt, jetzt kannst du pennen, jetzt ist 9 Uhr. Bro, nein. Du musst die Motivationsschub ausnutzen. Lieber tust du in dem Moment am 9 Uhr halt am Abend noch irgendwie 2 Stunden lernen bis um 11 Uhr, weil du lernst in diesen 2 Stunden so viel mehr. Du bist so viel produktiver, wie wenn du dann sagst, am nächsten Tag stehe ich dafür um 8 Uhr auf und du bist um 10 Uhr lernen. Du tust so viel weniger lernen, wenn du keinen Bock hast. Darum, falls du mal irgendwann so einen Motivationsschub hast, und ich bin mir sicher, du hast welche, auch wenn du jetzt wahrscheinlich denkst, nein, so ab und zu, irgendwann kommen die so mega random, nutzt die aus, unbedingt. Wenn du nachher nur eine Stunde dran hockst oder so, also sie bringen jetzt so viel. Genau. Was ich auch so ein bisschen falsch gemacht habe, beziehungsweise was ich mir glaube auch wieder auf den Weg gebe, wenn ich so ein bisschen mit meinem alten Ich reden könnte, ist sich nicht mit anderen vergleichen. Ich habe mir ständig so einen krassen Druck gemacht von keine Ahnung, entweder haben die einen schon früh angefangen zu lernen, also die haben teilweise schon im Winter haben sie die ersten Bücher gelesen für mündlich und ich bin so fuck, ich habe noch kein einziges Buch gelesen und das hat mich mega irgendwie unter Druck gebracht. Oder umgekehrt, es haben mega viel gesagt, ich habe noch gar nicht gelernt und ja, voll chillig und ich weiss nicht, irgendwie stresst mir das gar nicht und mich selber hat es übel gestresst und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nicht wieder anfangen zu lernen, also weißt du, so bin ich jetzt, also weiss auch, keine Ahnung, nur schon wenn ich von anderen gehört habe, dass sie noch nicht gelernt haben, dann bin ich automatisch so ein bisschen, in dem Fall muss ich eigentlich gar nicht so viel lernen. Und das sind halt vielleicht dann Leute, die wirklich auch nicht lernen müssen, weil es hat wirklich auch Leute gegeben, die, glaube ich, nichts gelernt haben und gleich bestanden haben, halt, weil sie gute Vornoten hatten oder einfach sonst einfach schlau sind. Aber ich, rede jetzt natürlich so ein bisschen voll viele Leute, die vielleicht so ein bisschen in einer ähnlichen Situation sind wie ich war, die jetzt nicht gerade die allerbesten 5er, 6er Vornoten hatten oder haben.
Genau, darum vergleicht euch nicht unbedingt mit anderen, fokussiert euch auf euch selber und auch wenn Leute jetzt schon viel, viel früher angefangen haben zu lernen, macht euch keinen Stress, macht euren eigenen Lernplan und fokussiert euch auf euer eigenes Ziel. Genau. Und jetzt, was habe ich noch aufgeschrieben? Also, viele haben, also ich habe so einen Fragesticker gemacht in der Story, was so ein bisschen eure Probleme sind und so. Und viele haben gesagt, eben so ein bisschen Motivation, wenn man mal Motivation fehlt. Bro, denk dir einfach, jetzt voll durchhustlen und nachher bist du free, Bro. Nachher hast du deine Matur geschafft, du bist fröhlich. Glaub mir, es gibt keine geilere Zeit, als nachher, wenn du die Matur geschafft hast. Ich sag's dir, das ist so ein schöner Moment gewesen. Ich glaube, im Fall, als ich erfahren habe, dass ich meine Matur bestanden habe, ich angefangen zu brüllen. Ich habe meine Eltern angerufen, am Can angerufen. Das ist ein schöner Moment gewesen. Darum, denk an den Moment. Denk daran, du hast nachher einen richtig geilen Sommer. Du kannst nachher chillen, du kannst nachher brüllen, du kannst nachher Party machen. Ich habe gerade vorher ein TikTok angeschaut, das ich gemacht habe damals, als ich so am Lernen war und mir so vorgestellt habe, so, ich will dann einen Roadtrip machen, ich will an der Sonne liegen, ich will meine scheiß Schulbücher alle verbrennen. Darum, denk einfach, Bro, du musst jetzt noch durchbeissen. Bro, das ist nur ein Monat. So, jetzt voll durchbeissen. Du deine ganze Energie, die du jetzt noch hast, in die Zeit jetzt investieren. Dafür kannst du nachher chillen. Weil es schießt dich viel mehr an, wenn du jetzt alles so ein bisschen halbpatzig machst und nachher zurückschaust und denkst, hey, es wäre ja nur 2 Wochen gewesen, wo ich jetzt voll durchbeissen musste. Und dafür habe ich meine Matur nicht geschafft. Oder so etwas. Also wie, denk einfach jetzt alles geben und nachher kannst du chillen. Nachher hast du so richtig verdient zum Chillen. Und jetzt musst du einfach noch richtig deine Arschbacken zusammenkneifen. Genau. Ja, es kommt ein Punkt, das will ich auch wirklich meinem früheren Ich sagen. Und das ist mir actually erst aufgefallen, jetzt, als ich mit einer Kollegin vorher telefoniert habe, weil ich so war, ja, eigentlich stupid von mir und es hat mir irgendwie nicht so viel gebracht. Das ist so eigentlich immer ein 0815 so ein Lerntipp, den mir jeder gegeben hat, und zwar eben so Zusammenfassungen machen, weil so kannst du alles besser lernen und alles und merken und keine Ahnung was. Aber actually, nein, Bro. Ich habe in Bio Zusammenfassung, also ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie viele Seiten Zusammenfassungen ich gemacht habe und wie viele Stunden ich verbrötelt habe in Biologie, um die Dreckszusammenfassung zu machen. Ich habe sie so schön gemacht. Ich habe mit Leuchtstift, ich habe gezeichnet, ich habe wirklich Abbildungen ausgedruckt, ich weiß nicht, ich bin so stolz auf die Zusammenfassung. Ich würde die verkaufen wollen, die ist so schön, aber schlussendlich hat sie mir nichts gebracht. Also wirklich nichts, weil ich habe so viel Zeit in die investiert und verbrötelt, dass es eigentlich fast eine Zeitverschwendung war, weil es so viel Zeit war. Also es wäre so viel effektiver gewesen, in dieser Zeit wirklich auswendig zu lernen, wirklich verstehen, mit anderen reden und das Thema, das ich gerade am Lernen bin, wirklich anderen erklären, um auch zu schauen, wie gut verstehe ich es wirklich, als einfach einen Text lesen und dann eine Zusammenfassung nebendran schreiben. Wisst ihr, was ich meine? So. Also es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt wirklich genug früh anfängst zu lernen, sodass du deine Zusammenfassung auch genug früh fertig hast, um nachher mit deiner Zusammenfassung zu lernen, dann safe, dann bringt es dir etwas. Bei mir war es allerdings so, dass ich in Bio fertig mit meiner Zusammenfassung war, einen Tag vorher, also einen Tag vor der Prüfung. Heisst, ich habe eigentlich gedacht, ich bin jetzt fertig mit Lernen, jetzt habe ich alles durchgearbeitet und ich bin nachher wirklich an der Prüfung gehockt. Und ich hätte bei jeder Frage können sagen, welche Seite das in meiner Zusammenfassung ist. Weil ich habe wirklich bei jedem Thema gewusst, ich habe das schon mal durchgenommen, aber ich habe es nie auswendig gelernt. Also, ich habe wirklich an dieser Prüfung geguckt und habe gesagt, shit, ja, ich habe das an diesem Tag gelernt, das ist auf dieser Seite, das ist mit dieser Abzeichnung, aber ich habe die Frage nicht beantworten, eben, weil ich es nicht auswendig gelernt habe. Und darum, das ist wirklich irgendwie so ein Fehler von mir gewesen, dass ich mir gar nicht Zeit genommen habe, um das nachher auch wirklich auswendig zu lernen. Und darum würde ich da sagen, wäre es im Nachhinein vielleicht sogar besser gewesen, lieber, also entweder natürlich genug früh mit der Zusammenfassung anfangen und sonst lieber direkt auswendig lernen oder vielleicht Leute vom Jahrgang oben dran oder Leute, die mit euch im gleichen Kurs sind oder in der gleichen Klasse nach Zusammenfassungen fragen und mit denen lernen. Und dann natürlich auch noch zusätzlich eure Notizen dort drauf schreiben und alles. Aber wirklich, es geht darum, dass ihr das Ganze auswendig lernt, dass ihr das jemandem erklären könnt. Also gerade wenn ihr zum Beispiel eine mündliche Prüfung über das habt, erklärt es eurem Haustier, eurer Großmutter, eurem Bruder oder Schwester, irgendjemandem. Und weil das bringt so viel, weil während ihr das jemandem erklärt, merkt ihr, dass ihr vielleicht gewisse Sachen doch nicht versteht oder dass ihr es gar nicht erklären könnt, weil ihr es nicht wisst. Und das bringt mega, mega viel. Also
Ich habe das damals auch mit meiner Hustle-Kollegin so ein bisschen gemacht, dass wir immer in der Pause dann gegenseitig unsere Themen in Bio oder keine Ahnung wo sonst so ein bisschen erklärt haben. Also, gut, Bio, schlechtes Beispiel, ich bin nachher scheiße gewesen, Bio. Aber so ein bisschen als Grundding, gerade so, wenn du mündliche Prüfung hast, bringt das mega, mega viel. Dann merkst du auf jeden Fall, wo es noch einen Knopf hat, oder? Voll. Und was ich auch einfach wichtig finde, ist, dass man, wenn man anfängt zu lernen, dass man zuerst mal so ein bisschen einen Überblick über das Ganze hat. Also ich habe irgendwie damals, zum Beispiel, ich bringe jetzt immer das Beispiel Bio, weil ich dort nachher so scheiße war und weil es mich so aufgeregt hat, dass ich so lange für das gelernt habe und so Mühe mir gegeben habe mit diesen scheiß Zusammenfassungen und nachher scheiße war. Aber ich hatte keinen Überblick gehabt. Also ich hätte so einzelne Sachen eben, habe ich sowieso ein bisschen gelernt, beziehungsweise halt aufgeschrieben, aber ich habe nicht gewusst, was jetzt das grosse ganze Thema genau ist. Wisst ihr, was ich meine? So. Und das habe ich so ein bisschen im Nachhinein gemerkt, es wäre eigentlich schlauer gewesen. Und das ist jetzt auch ein Tipp von meiner Kollegin, die mittlerweile studiert. Und zwar Mindmaps machen. Friends, Mindmaps können ein Gamechanger sein. Weil, du musst dir vorstellen, ich mache jetzt wieder das Beispiel Bio, du hast verschiedene einzelne Kapitel zu jedem Thema Bio. Dann tust du in jedem Kapitel ein Mindmap machen. Und ich glaube, ihr wisst, was ein Mindmap ist. Ich dann den Titel vom Kapitel zuerst mal gross in die Mitte schreiben und dann immer mehr Äste machen, immer mehr vertiefen. Also zuerst so ein bisschen das Grundkonzept von dem Kapitel und dann immer mehr einzelne Details. Weil wenn ihr von Anfang an euch mit den Details beschäftigt, aber gar nicht wisst, was so das grosse Ganze ist oder was es genau bedeutet oder dass ihr das noch nicht ganz checkt, dann bringt es gar nichts, die hohen Details anzuschauen, weil schlussendlich an der Prüfung ist es am wichtigsten, dass ihr das Thema versteht und nicht, dass ihr einzelne Details könnt so erklären könnt, also so aufschreiben, so wisst ihr, was ich meine. Darum, das ist, glaube ich, wirklich eines der wichtigsten. Und was ich auch noch so ein bisschen sagen kann, mega viele haben so ein bisschen gefragt, jo, wie lernst du so, weil es fühlt sich an, als hätte man so einen riesen Berg an Sachen, die man lernen. Und das ist auch so, weil es ist etwas ganz anderes, wenn du einfach eine Prüfung hast, wie wenn du eine Woche lang jeden Tag eine riesige Prüfung hast. Ich meine, die Prüfungen sind teilweise so 4 Stunden gegangen. Eigentlich crazy. Ich habe jetzt vorher gerade darüber nachgedacht, Bro, du hast eine Mathe-Prüfung, 3 Stunden oder 4 Lektionen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ohne Pause. Darum ja, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Aber lern es vielleicht so, dass du wie sagst, heute ist der Tag Geschichte, heute fokussiere ich mich jetzt mal nur auf Geschichte und dann probierst du innerhalb von dem einen Tag möglichst viel Geschichte lernen, möglichst viel erreichen. Und du sagst wirklich, das ist jetzt nur der Tag Geschichte, weil ich glaube, wenn du jeden Tag bei allem ein bisschen lernst, dann kannst du dich gar nicht so wirklich vertiefen und mit etwas beschäftigen, wie wenn du jetzt einen Tag dich voll mit dem Thema beschäftigst und richtig fest vertiefst. Ich glaube, das bringt schlussendlich viel, viel mehr. Genau. Und ich glaube, also der letzte Tipp bezüglich so Lernen ist To-Do-Liste machen. Das hat mir auch mega viel gebracht. Einfach, gerade wenn du so einen riesigen Berg vor dir hast, dann hilft es manchmal mega, zum einfach abhaken, schauen, was hat man schon angeschaut, was hat man schon gelernt, was kann man schon und einfach sehen, wie der Berg immer kleiner wird, wie wenn du das Gefühl hast, also so fühlt es sich auch an, als hättest du schon gelernt, weil ich habe am Anfang, als ich das noch nicht gemacht habe, das Gefühl, ich kann schon anfangen zu lernen, aber ich habe irgendwie auch nichts gelernt. So. Also es fühlt sich die ganze Zeit dann an, als hätte man den grossen Berg vor sich. Darum, ja, To-Do-Liste ist auch ein Gamechanger. Ich habe jetzt noch so ein bisschen gedacht, ich gebe euch noch so ein bisschen Tipps zu den einzelnen Fächern. Also jetzt nicht zu jedem Fach, aber gerade zu gewissen Fächern, wo wirklich spezifisch gute Tipps sind, die ich mit meiner Kollegin vorher auch gerade besprochen habe. Und jetzt geht mal zuerst zu mündlich. Und zwar, gerade zum Beispiel, wenn ihr so Bücher lesen, das ist ja meistens so bei Deutsch, Französisch oder sonst irgendwelche Fremdsprachen, Leute, Hilfelektüre. Das ist crazy. Also klar, wenn ein Buch lesen, ist es eine, aber Hilfelektüre bringt mir so viel. Weil ich habe es manchmal so schwierig gefunden, so ein Buch zu interpretieren. Ich habe das Buch gelesen und gesagt, ja, schön, ich habe die Geschichte verstanden, aber ich habe mir keine einzelne Sekunde Zeit genommen, um jetzt da mehr zu interpretieren, weil mich halt das Buch actually jetzt nicht so krass interessiert hat. Ist halt so. Und gerade so Hilfelektüre, das ist meistens so ein kleineres Büchlein, das man auch dazu bestellen kann. Es gibt es wirklich zu fast jedem Deutschbuch zum Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei Fremdsprachen ist, aber safe auch. Und sonst im Internet Hilfelektüre eingeben. Es gibt, glaube ich, so Webseiten, ich weiß gar nicht, wie die auswendig heißen, aber einfach mal im Internet eingeben, das bringt mega, mega viel. Weil wenn ihr so an die mündliche Prüfungen geht und so ein bisschen Facts raushauen, dann hat der Lehrer das Gefühl, ihr habt euch ja mega mit dem beschäftigt und ihr habt ja mega viel interpretiert und ihr habt voll das ganze Thema analysiert und so.
Ja, und gerade der Lehrer wird dann auch so ein bisschen Fragen stellen, ja, was hast du bei dem gedacht und so. Und weißt du, so ein bisschen Schlüsselmoment, wo dir sonst, wenn du das Buch lesen würdest, gar nicht aufgefallen wären. So. Aber durch die Hilfelektüre, ja, ist es halt actually gerade wie einfach dort reingeschrieben und du musst einfach die Hilfelektüre einmal durchlesen und es bringt dir so viel mehr, blöd gesagt, fast, als wenn du einfach das Buch durchlesen würdest. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr das Buch nicht lesen sollt, aber falls ihr jetzt absolut im Stress sind und das Buch noch nicht gelesen habt, leset lieber die Hilfelektüre. Trust me. Voll. Und gerade so bei mündlich kann ich vielleicht noch den Tipp geben, falls ihr jetzt irgendwie mega aufgeregt sind oder irgendwie, ich weiß auch nicht, dass euch nicht so ganz vorstellen könnt, wenn eine mündliche Prüfung abläuft. Es ist am besten, wenn ihr einfach reinkommt und euch jetzt gar nicht vorstellt, oh mein Gott, das ist jetzt eine ganz schlimme mündliche Prüfung, die jetzt mega zählt und mega wichtig ist, dass die gut ist. Und nebenan hat es auch noch so einen Typ, der das Ganze kontrolliert und man ist dann Zeit im Raum und es ist so, Hilfe. Denkt eher, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist das mega doof, aber es ist wie so ein bisschen ein Buchclub. Also weißt du, dass ihr so, dass ihr euch mit eurem Lehrer trefft und so ein bisschen über ein Buch redet, so ein bisschen, weil ihr beide das Buch gelesen habt, weil ihr euch beide dafür interessiert und er will dann noch ein paar Sachen wissen. Also mehr so ein bisschen wirklich chillig. Ich glaube auch für den Lehrer oder die Lehrerin, wenn die so ein bisschen sehen, dass ihr mega chillig damit, also mega chillig reinkommt, das gibt einfach schon eine andere Atmosphäre. Kommt auf jeden Fall rein, einfach so und redet, als wäre ihr mega interessiert. Also wäre das so euer Lieblingsbuch gewesen. Und eben wie so ein Buchclub. Also da kommt man ja auch rein, trifft sich mit anderen Leuten, die das Buch gelesen haben und ja, ist einfach interessiert und erzählt Sachen, was einem auffallen ist bei dem Buch und so. Also wirklich so, als wäre ihr mega interessiert. Auch wenn das Buch wahrscheinlich mega langweilig gefunden haben, aber das bringt auf jeden Fall mega viel. Und ich glaube, gerade wenn ihr eben nicht mega angespannt sind, dann ist es auch für den Lehrer irgendwie so ein bisschen, gibt einfach einen anderen Vibe und ich könnte easy, weißt, einfach mal locker sein und vielleicht so ein bisschen, okay, kommt drauf an, was für ein Joke, aber so ein bisschen chillig und nicht mega, oh mein Gott, das ist jetzt eine mega ernste Situation, sondern ein bisschen chillig. So wisst ihr, was ich meine. Aber natürlich nicht jetzt irgendwie den Respekt verlieren oder zu chillig sein, sondern immer noch, es ist eine Prüfung. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und, oh mein Gott, wichtig, wenn ihr eine Frage nicht wisst, wenn euch ein Lehrer eine Frage stellt und ihr denkt so, oh mein Gott, fuck, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keinen Plan. Fangt nicht an, irgendeinen random Shit zu erzählen, wo ihr einfach denkt, okay, ich probiere jetzt die Frage irgendwie zu beantworten. Sagt straight, kein Plan. So, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Weil es bringt euch schlussendlich mehr, weil dann kommt die nächste Frage, wo ihr vielleicht viel mehr dazu erzählen könnt. Und wenn jetzt so euch denkt, okay, die Prüfung ab 15 Minuten, lieber erzähle ich nur gutes Zeug, als dass ich nach 5 Minuten so eine Frage irgendwie am Umkatschen bin und eigentlich gar keine Antwort weiss. Wir werden nachher Zeit halt viel effizienter nutzen, wo man wirklich gute Sachen sagen. Darum einfach lieber direkt sagen, hey, das weiss ich nicht. Also es bringt viel mehr. Auch wenn ihr jetzt im ersten Moment denkt, oh mein Gott, das gibt mega viel Abzug, wenn ich sage, ich weiss die Frage nicht. Aber das haben auch unsere Lehrer damals gesagt, dass es viel besser ist. Darum macht das, glauben mir. Genau. Jetzt habe ich noch aufgeschrieben, so ein bisschen allgemein bezüglich Fremdsprache hat es mir mega geholfen. Okay, nein, hat mir nicht geholfen, ich habe es nicht gemacht. Falsch. Aber hat es mir geholfen? Also habe ich mir jetzt einfach gerade so ein bisschen auch überlegt, jetzt gerade, wenn ich den Sprachaufenthalt mache, was eigentlich gescheit gewesen wäre. Und zwar, also ich habe es zum Beispiel so gehabt, gerade im Französisch, dass ich, glaube ich, 3 Bücher lesen oder so, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und dass er so ein bisschen pro Buch 15 Schlüsselwörter aufschreiben. Also einfach so ein bisschen Wokis, wo so ein bisschen die wichtigsten 15 sind, wo es um das Buch geht. Und ja, ich glaube, es ist richtig schlimm, wenn ihr jetzt reinkommt in die mündliche Prüfung und ihr redet über Prüfung und du hast eigentlich ein Wort, aber du hast es vergessen oder keine Ahnung was. Einfach so die 15 Schlüsselwörter aufschreiben, plus irgendwie so 2 Sätze über das Buch, einfach so, dass ihr die mal so auf sicher habt. Und die könnt ihr auch wirklich auswendig lernen, weil ich glaube, dann fühlt ihr euch schon ein bisschen wohl, wenn ihr mindestens 2 Sätze habt, die ihr könnt sagen, die grammatikalisch 100% so korrekt sind. So. Und was sicher auch helfen könnte, ist so ein bisschen Füllwörter auswendig lernen. Mit Füllwörtern meine ich so ein bisschen, gerade jetzt zum Beispiel auf Französisch so ensuite, en plus, also weißt du, so ein bisschen so und dann und danach und einfach so ein bisschen die Füllwörter. Weil meistens habe ich dann die Wokis gelernt, aber ich konnte dann keinen Satz bilden. Gut, es kommt natürlich darauf an, ich bin wirklich keine Scheiße im Französisch, dass ich keinen Satz sagen konnte. Darum, ja, das hat mir sicher auch mega geholfen, einfach so ein bisschen Füllwörter lernen. Und nicht immer sagen, et après ça, et après ça, et après ça. So, das ist einfach nicht spannend zu erzählen, sondern so ein bisschen Füllwörter lernen. Das wirkt dann auch so ein bisschen, als könnt ihr das mega gut. Und ja, et en tout cas, und bla bla bla, en plus, ja, keine Ahnung. Aber so ein bisschen Füllwörter.
Und Mathe habe ich noch aufgeschrieben, Aufgaben lösen und nicht nur Theorie. Bro, ich habe Vektorgeometrie, ich habe das Buch durchgelesen und ich hätte die ganze Theorie hätte ich dir erklären können. Und ich bin nachher an diesen Prüfungen gehockt und ich habe ich habe die Aufgaben nicht können lösen. Und darum Scheiß auf Theorie. Also klar, so zwischendurch mal kurz anschauen, wenn ihr eine Aufgabe nicht versteht, aber hauptsächlich Aufgaben lösen, Friends. Lösen die Aufgaben, bewerten Aufgaben lösen, lernen das. Und dann könnt ihr bei der Lösung auch schauen, wenn ihr etwas nicht versteht und dann so ein bisschen herausfinden, okay, was habe ich jetzt nicht verstanden. Und falls ihr es gar nicht versteht, klar Theorie anschauen. Aber wie, wenn ihr nur Theorie lernt, bringt es nichts. Ich weiss, wahrscheinlich ist das jetzt verdammt obvious. Für mich ist es nicht obvious gewesen, darum sage ich es jetzt einfach gleich. Genau. So, wir kommen jetzt zum Thema Prüfungen. So wirklich während der Prüfungen, während dieser Woche, wo ihr Prüfungen habt, was ihr alles so mit Wissen und so und was euch auch erwartet. Also ich glaube, mir hat das mega, mega viel gebracht, wenn mir jemand mal so ein bisschen gesagt hat, wie das Ganze abläuft, wie das genau aussieht, weil ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber wenn ich so einen Plan bekommen habe, okay, am Montag habe ich Deutsch, am Dienstag habe ich Mathe, so, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Darum sage ich euch jetzt einfach so ganz kurz, wie das Ganze etwa aussieht, was ihr euch darunter vorstellen könnt. Also, es kommt natürlich mega auf die Prüfungen drauf an. Ich erzähle jetzt mal so, also wir haben zuerst eine Woche lang schriftliche Prüfungen gehabt, jeden Tag eine andere, immer einfach am Morgen Prüfung und am Nachmittag dann eigentlich frei. Und dann haben wir nach den schriftlichen Prüfungen 2 Wochen Lernpause gehabt und nachher nochmal eine ganze Woche lang mündliche Prüfungen. Und bei den schriftlichen Prüfungen ist es eigentlich wirklich so, du kommst ins Zimmer und es fühlt sich eigentlich so ein bisschen an wie eine normale Prüfung eigentlich. Und also ich kann es mir mega krass vorstellen, oh, das ist jetzt eine Matur und das ist doch sicher ein riesiges Ding, aber nein, Bro, ich hocke einfach rein und die Lehrer sind meistens mega lieb und mega chillig und erklären dir auch vorne schnell, wie es geht, wo den Namen mit anschreiben, mega cute, die eine Lehrer geben dann auch noch Schückeli, also es ist wirklich, sehen es einfach wie eine normale Prüfung und gar nicht so, oh mein Gott, das ist jetzt eine riesige Maturprüfung. Weil ich habe gemerkt, so in dieser Woche, wo ich dann die Prüfung hatte, also nach der ersten Prüfung, gewöhnt ihr euch so ein bisschen an den Alltag, dass ihr jetzt jeden Tag eine Prüfung habt. Das ist mega blöd. Genau. Und dann kommen wir rein, dann kommen wir vielleicht ein Schöckchen, vielleicht auch nicht. Wir haben, glaube ich, nicht von allen Lehrern ein Schöckchen bekommen, aber ist egal. Auch wenn ihr kein Schöckchen bekommt, ist egal. Ich komme rein, schreibe zuerst mal euren Namen und so auf und dann ist es, glaube ich, so, dass der Lehrer irgendwie sagt, so, jetzt los. Und ja, dann sind wir meistens, ich glaube bei uns sind es wirklich 3 Stunden gewesen, oder sogar 4. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel. Aber wirklich ohne Pause durch. Außer natürlich, ich aufs WC, dann müssen wir es auch dem Lehrer schnell sagen gehen. Und Handy natürlich abstellen. Also ja, ich rate euch wirklich nicht an, bei der Matur zu spicken, weil wenn ihr verwünscht werdet, dann könnt ihr, glaube ich, die Matur nachher nie mehr machen oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Spickt einfach auf jeden Fall nicht, das lohnt sich nicht. Voll. Und also in diesen 4 Stunden ist das Hirn auf jeden Fall nach einem Match. Aber es ist auch ein geiles Gefühl, wieder rauszukommen. Und eben, man gewöhnt sich so ein bisschen dran und irgendwie, ja, man bereitet sich mental wie vor, okay, morgen habe ich dann Deutsch. Es fühlt sich wirklich an, als eben so eine Projektwoche. So, heute haben wir den ganzen Tag Deutsch und dann haben wir so ein bisschen Aufgaben lösen zum Thema Deutsch und so weiter. Also wirklich, es ist nicht so schlimm, wie man es denkt. Und bei den mündlichen Prüfungen, die sind eigentlich actually chillig, weil es ist halt wirklich nur eine 15-Minuten-Prüfung, zumindest bei uns gewesen. Und dann kannst du dich halt den ganzen Tag in dem Sinne vorbereiten und auch genug früh kommen, dann vielleicht noch das Zeug vor der Prüfung anschauen, dann schnell 15 Minuten reingehen. Und dort ist es auf jeden Fall so, dass alle einzeln halt gerade meistens von der Klasse entlang, also ihr werdet dann wahrscheinlich auch mit anderen Leuten aus eurer Klasse vielleicht miteinander kurz warten vor der Tür oder so. Und dann kommt halt der Lehrer und bittet dich rein. Und meistens hat es eben noch einen Lehrer nebendran, wo, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, aber der halt alles noch so ein bisschen zusätzlich aufschreibt und einfach schaut. Und dann hat es eben den Lehrer, der dann so «Hallo» und der tut dann einfach einzelne Fragen stellen. Und es ist wirklich so, als hätte er ein Gespräch. Also es ist jetzt nicht mega Frage, Antwort, sondern er geht dann auch auf deine Antwort ein, tut vielleicht nochmal nachhaken, nochmal ein bisschen nachfragen, so deine Meinung zu Sachen fragen. Und also du musst dir wirklich vorstellen, es ist eigentlich wirklich wie so ein Kaffee, so ein Gespräch. Und wichtig ist auch in dem Moment, dass du das ganze Handy dort rauskotzt, dass du auch alles sagst. Und eben wichtig, wenn du etwas nicht weißt, also einfach sagen, weiss ich nicht. So. Perfekt, jetzt ist gerade noch schnell meine Kamera ausgegangen, darum sorry, falls es gerade für die das Video schauen, gerade irgendwie einen Break hat, dass jetzt meine Kamera umgestellt ist. Ich muss sie einstecken und jetzt ist sie ein bisschen wieder hinein. I'm sorry. Aber ich erzähle jetzt gerade straight weiter. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen grundsätzlich das, was einem erwartet. Darum macht euch nicht so einen grossen Stress. Also ich habe wirklich panische Angst vor den mündlichen Prüfungen und oh mein Gott, was wird mich erwarten und es wird so crazy und schlimm. Aber ja, wenn ich jetzt zurückschaue, ist es eigentlich irgendwie viel chilliger gewesen,
als erwartet auf jeden Fall. Und ich kann jetzt noch so ein paar Tipps geben, wie ihr euch am besten vorbereiten könnt, dass ihr vielleicht nicht so gestresst sind, sondern dass ihr einfach sonst so ein bisschen eine mentale Vorbereitung. Also als erstes Mal dann am Abend vorher alles schon mal ready machen, alles packen, vielleicht checken, hey, funktioniert der Taschenrechner, hat mein Kugelschreiber genug Tinte, einfach so ein bisschen alles abchecken. Und eben auch unbedingt alles ready machen, also schon ein Etui ready machen, schauen, dass ihr eben vielleicht sogar einen Ersatzstift habt, alle Leuchtstifte, einen Maßstab, einfach, ich weiss nicht, lieber nehmen zu viel mit, blöd gesagt, als dass nachher irgendwann der Prüfer ist und denkt so, fuck, Alter, mein Stift geht nicht mehr, oder weiss doch auch nicht. Darum, ja. Und sonst einfach noch mitnehmen, auf jeden Fall Wasser, oder einfach irgendetwas zu trinken, dass ihr wirklich immer könnt trinken, das ist ganz, ganz wichtig. Und einfach essen, also jetzt nicht vielleicht gerade so ein riesiges Sandwich oder so, sondern mehr so ein bisschen kleine Snacks und so Sachen, die jetzt auch nicht irgendwie laut sind. Also gerade wenn du in einem riesigen Raum bist und nachher irgendwie Zwieback isst oder so, das ist mega unangenehm zum Essen. Also lieber dann irgendwie, blöd gesagt, so, weiß auch nicht, eine Banane, wo einfach etwas Leisliches zum Essen ist oder so und jetzt auch nicht mega viel Brösmeli macht oder weiß auch nicht, so ein Gipfeli wäre, glaube ich, auch übel mühsam zum Essen. Ja, einfach so ein bisschen was Chilliges. Plus, was mir geholfen hat, ist so ein bisschen Traubenzucker. Ich weiss nicht, ob es irgendwie so ein Placebo-Effekt war, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, wenn ich so einen Traubenzucker isst, dann gibt mir das so einen Energy-Boost und dann bin ich jetzt so komplett ready für die Prüfung und habe auf einmal so viel Energie und so super Kraft, um jetzt die Prüfung besser zu schreiben als ohne den Traubenzucker. Stimmt natürlich wahrscheinlich nicht, I don't know. Aber ja, es ist so ein bisschen, es hat mir irgendwie so ein bisschen so eine Motivation gegeben, so eine Energy einfach. Und ja, ich weiß nicht, für die ein bisschen abergläubig sind oder einfach so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt eigentlich nicht mega abergläubisch, aber irgendwie haben wir das gleich geholfen, so ein Glücksbringer. So einfach irgendwie entweder so ein kleines Figürchen oder irgend so etwas, wo dann einfach so ein bisschen, ja, es kann auch ein Kettchen sein, wo ihr irgendwie von eurem Boyfriend oder keine Ahnung was bekommt, irgendetwas so, wo euch einfach so ein bisschen Kraft gibt während der Prüfung, wo, wenn ihr es vielleicht seht, wo ihr von irgendwie alles stellt, dann sind wir wirklich so, ich mache es für dich, oder weiss ich auch nicht, auch so jetzt ein Glücksbringer, so, wenn der dabei ist, dann sind wir besser in der Prüfung. Ja, eigentlich voll, ja, weiß nicht, irgendwie cute, aber auch. Genau. Und sonst kann ich euch so auf dem Weg mitgeben an Tipps, gerade so während dieser Woche, wo ihr so ein bisschen Prüfungen habt. Ich habe dort mehr so gedacht, Alter, weißt du, so, ich habe jetzt alles so ein bisschen plus minus schon gelernt, aber du willst ja gleich auch noch vor den Prüfungen lernen und wie willst du da lernen? Also weißt, am Montag musst du für alle 5 Prüfungen dann lernen, am Dienstag für alle 4. Nein. Dann wirklich Tag für Tag lernen. Also wenn ihr morgen Mathe habt, konzentriert euch wirklich nur auf Mathe. Auch wenn ihr übermorgen noch Deutsch habt, wirklich an diesem Tag nur Mathe. Weil sonst habt ihr wirklich das Gefühl, es ist wieder so ein Riesenberg. Und es fühlt sich einfach jeden Tag so ein bisschen an, es wird der Berg kleiner und ich könnte dann einfach immer Mathe dann auch abhaken. Einfach immer das, was dann an dem Tag ist, können abhaken und am Tag vorher wirklich noch Vollgas geben. Alle Zusammenfassungen nochmal anschauen, alles nochmal durchgehen. Einfach so ein bisschen so, weil ich glaube, wenn ihr irgendwie mit dem Kopf noch bei Bio sind oder so, dann stresst ihr das schlussendlich nachher viel, viel mehr. Genau. Und einfach sonst, was mir gerade noch geholfen hat, ich habe irgendwie nicht ganz gewusst, wie man sich so auf zum Beispiel so einen Aufsatz oder so vorbereiten, weil du kannst das jetzt nicht so viel lernen. Aber mir hat mega geholfen, so ein bisschen am Abend vorher so ein bisschen YouTube-Videos schauen dazu. Also ich habe da irgendwie eingegeben, so Tipps für Aufsätze oder keine Ahnung was. Und das hilft dann einfach, mich so ein bisschen mega einfach so die Videos anzuschauen. Also ich habe dann gleich noch eine Zusammenfassung gemacht von diesen YouTube-Videos, aber so ein bisschen über die Tipps. Ich weiß auch nicht, was das so heisst, zum Beispiel, dass man immer so mindestens 2 Redewendungen soll rein tun oder wie man den Anfang kann spannend gestalten oder wie man kreativ kann eine Geschichte schreiben. Ich weiss doch auch nicht, was genau alles gesagt wurde, aber es hat mir einfach so ein bisschen wie, ja, ein gutes Gefühl gegeben, weil ich irgendwie so nicht gewusst habe, wie ich mich vorbereiten soll. Und ja, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, man hat sich vorbereitet drauf auf den Tag. Und, ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt gleich, zum Beispiel, wenn ich am nächsten Tag nur einen Aufsatz hatte, dann habe ich schon für die übernächste Prüfung auch so ein bisschen gelernt, weil ich habe ja eben auch den Nachmittag und so. Und da müsst ihr euch jetzt wirklich nicht so krass darauf vorbereiten, auf einen Aufsatz. Darum könnt ihr ja an diesem Tag schon ein bisschen lernen. Aber wie so grundsätzlich, so ein bisschen als Grundkonzept, schaut immer einfach, was am nächsten Tag kommt. Genau. Und was mir mega geholfen hat, Bro, wenn ihr irgendwie eine mündliche Prüfung habt oder einfach sonst auch eine schriftliche Prüfung in einer Fremdsprache, hört vorher auf dem Hinweg irgendwie Musik in dieser Sprache oder einen Podcast oder YouTube-Videos, irgendwie so etwas. Gerade im mündlich bringt das mega viel, einfach weil euer Kopf schon
dann eben zum Beispiel auf Französisch denkt oder schon so ein bisschen, ich weiss auch nicht, probiert vielleicht auch vorher schon ein bisschen Französisch mit euch selber zu reden oder irgendwie so etwas, einfach damit euer Kopf schon ein bisschen Französisch denkt, weil ich weiß nicht, ich finde, auch wenn du perfekt Französisch kannst, ist es so schwierig, so ins Was, also weißt du, so einfach anfangen auf Knopfdruck Französisch reden, wie wenn dein Kopf eben schon ein bisschen vorher schon ein bisschen eingestellt hat auf das, sage ich mal. Ja, genau. Boah, jetzt sind wir relativ schnell, oder? Ich habe schon die meisten Tipps jetzt, also ich habe so ein bisschen, das ist alles das, so ein bisschen, was ich aufgeschrieben habe. Aber was ich auch überall noch sagen kann, Bro, es lohnt sich. Darum kneift euch jetzt in den Arsch. Lernt jetzt noch, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so viel Freizeit habt. Schaut vielleicht gleich, dass ihr noch ein bisschen Freizeit habt. Also gönnt euch am Abend ab und zu einmal, dass ihr mit Friends gleich rausgeht. Oder ja, dass ihr mal ein Bad nehmt und jetzt nicht 24/7 nur lernt. Euer Kopf braucht auch Pause. Oder geht mal spazieren. Ja, also wirklich, eben gerade zum Beispiel, wenn ihr in die Bibliothek geht, dann bringt das mega viel, noch die Social Quality Time nebenbei zu haben mit einem Kollegen oder so. Ja, das ist auch mega wichtig. Schaut auf eure Gesundheit, esset genug, trinkt auf jeden Fall genug. Und ich kann auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr, sehr geiles Gefühl, wenn ihr das nachher durch habt. Was will ich da noch sagen? Bro, ich hatte ja mega Panik gehabt, dass ich nicht bestehen werde. Also ich habe wirklich gedacht, ich werde nicht bestehen. Wie gesagt, ich war so ein bisschen ein 4,5 Kind, also ein Schüler. Und ich bin mir sicher gewesen, dass ich wirklich Panik hatte. Und falls du auch in der Situation bist, wo du mega Angst hast, dass du nicht wirst bestehen oder mega am Zweifeln bist, ich bin mir sicher, du wirst bestehen. Ich habe es auch bestanden. Und uns haben es damals immer so gesagt, ja, mega selten gibt es Leute, die nicht bestehen. Und ich bin so hä, es ist doch mega nicht, also weißt du, es ist mega gut möglich, dass man nicht bestehen kann, weil es ist halt wirklich schwer und es ist wirklich mega viel Druck. Aber schlussendlich ist es wirklich so, dass man sich nachher einen grösseren Druck macht, als es wirklich ist. Im Nachhinein würde ich jetzt sagen, dass es schlecht ist, weil der Druck bringt einem ja irgendwie auch so ein bisschen weiter zum mehr lernen. Aber schlussendlich hat, glaube unser ganzer Jahrgang bestanden. Es hat, glaube so 1, 2 gegeben, die aber wirklich schon die Prüfungen gar nicht gemacht haben, weil sie vorher schon gesagt haben, sie wollen ein Jahr wiederholen. Aber es hat niemand gegeben, der Matur nicht bestanden hat. Darum, es ist wirklich selten, dass jemand Matur nicht besteht. Darum macht euch da nicht einen grossen Stress von, ich werde jetzt nicht bestehen. Ich habe schlussendlich nachher, glaube sogar 4 Pluspunkte gehabt. Und das ist eigentlich in dem Sinn easy bestanden. Also so wie, ja, keine Ahnung. Außer die haben jetzt wirklich das Ziel, dass es gar nicht darum geht, bestehen, sondern mega gut sein. So. Aber macht euch da nicht einen grossen Druck. Schlussendlich, also ist jetzt meine Meinung, das Wichtigste ist einfach eine Matur haben. Einfach bestehen. Weil ich glaube, wenn ihr das nachher nicht habt, das wäre ein bisschen scheiße so. Aber was schlussendlich in dem Büchlein drin steht, ja, ist vielleicht nicht so wichtig. Kommt natürlich darauf an, was ihr nachher machen wollt. Ich habe es bis jetzt noch niemandem müssen zeigen, mein Maturheftchen von dem her. Ja, macht euch nicht so einen riesigen Stress. Und eben, wie gesagt, ich kann auch sagen, nach der Matur, es fühlt sich so gut an. Ich könnt all die Sachen nachher machen, die ihr jetzt euch am Denken sind. Oh mein Gott, das würde ich jetzt gerne machen. Wie gesagt, gönnt euch Ferien, gönnt euch die Auszeit. Was ich euch aber vielleicht noch ein bisschen warten muss. Das ist wirklich so ein Phänomen. Ihr werdet nachher denken, oh mein Gott, und jetzt? Also bei mir ist es wirklich so, ich hatte die Matur, bin so fertig gewesen, habe irgendwie bestanden, aber ich so wirklich so, und jetzt? So, ich habe gefühlt seit einem halben Jahr nur die Matur im Kopf gehabt, die ganze Zeit mir einen Stress gemacht. Das war so mein einziges Ziel in dem Moment. Ich habe an nichts anderes gedacht. Und dann hast du so hinter dir und dann hast du so keine Perspektive mehr irgendwie. Und wirklich so gewesen, ja und jetzt irgendwie. Voll, da kann ich euch vielleicht so ein bisschen mental einfach darauf vorwarnen, dass ihr einfach in dem Moment zuerst mal so sind, ja, also was fange ich jetzt so in meinem Leben an? Das ist wirklich so ein bisschen, ja. Aber die Zeit darf man natürlich auch haben. Und es ist ja voll okay, wenn man nicht immer 100 Ziele im Leben hat, sondern einfach vielleicht mal wirklich im Moment lebt und einfach mal, ja, gönnt euch den Moment, wo ihr nachher habt, die haben es auf jeden Fall verdient, dass ihr nachher könnt eben reisen, Freizeit haben, Party machen, whatever, was euch Spass macht. Und ja, auf jeden Fall jetzt noch schnell in den Arsch beißen. Ich bin sehr stolz auf euch. Das haben wir doch einmal noch gesagt. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du gerade so am Hustlen bist. Nur schon, dass du den Podcast hörst und dir Zeit nimmst, um so das Beste rausholen aus dieser Matur. Und ich wünsche natürlich allen, die jetzt Prüfungen haben, ganz viel Glück. Ich denke euch, ihr macht das super. Ja. Und ja, schreibt mir dann auf Insta, ob ihr die Matur verstanden habt oder nicht und ob euch meine Tipps geholfen haben. Ihr könnt übrigens auch da, falls ihr auf Spotify sind, könnt ihr gerne in den Kommentaren da unten schreiben, ob euch die Tipps geholfen haben oder wie vielleicht die Matur gelaufen ist, wenn ihr sie dann gehabt habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich hoffe sonst, dass euch die Tipps so ein bisschen geholfen haben. Falls ihr irgendwie noch Fragen habt oder so, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Gebt
dem Podcast. Kann man ein Like geben? Nein, kann man nicht. Aber ich kann eine Bewertung geben im allgemeinen Podcast, würde mich mega, mega freuen. Und ich kann mich auch abonnieren, weil indem ihr mich abonniert, wird mein Podcast gerade in den Charts ein bisschen raufgehen und wir werden unbedingt Platz 1 werden in der Schweiz. Darum abonniert mich! Nein, voll. Also ja, ich habe jetzt meine Fresse und ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Lernen und viel Glück bei den Prüfungen. Und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!